Ja, Metal, Leute, da bin ich wieder, euer zähnefletschender Mad Dog. Heute wieder die nächste Talkrunde und zwar diesmal mit zwei Gästen. Einmal wieder der Schrecken, der die Nacht durchflattert, Metal Einen Darkwing, wunderschönen guten Abend. und dann haben wir natürlich dieses Mal meinen guten Freund Metal Kasper dabei. Ja, grüß euch benannt. Und dann hätte ich gesagt gehabt, neues Video, oder was heißt neu, ne? Ist ja neu alt sozusagen. Drachenlord Stream, 15.08.2018, Zusammenfassung, Hater-Aktion erklärt, plus Droh, SMS, plus Bienchen. Ich finde es schade, dass es nicht am 15.10. gemacht wurde. Das wäre Ja. schön gewesen. Ja. 4 Jahre altes Met, das ist auch schon. Ja, gut abgehangen auf jeden Fall. Ja, Das ja. läuft von alleine. Ich hätte es auch genannt, fast Klassiker. Hier 2018 war ein ereignisreiches Jahr für Rainer. Definitiv. Ja, definitiv. Also da hat er viel zu tun gehabt. Ne? Ja, und die Viel Pine zu auch. tun. Ja. Die hat aber- 2018 war auch das Jahr, wo Herr Müller vor der Schanze stand und gesagt hat, hier, Rainer, du lädst die Leute hier ein, zu dir zu kommen, und wenn sie dann kommen, dann rufst du uns wegen Hausfriedensbruch. Merkst selber, dass das nicht ganz passt, oder? Ja, genau, das ist ja das, wo er gesagt hat, das beißt sich ein wenig. Ja, das weiß ich ja. Das weiß ich ganz gewaltig, weiß ich das. 2018 gab es noch etwas Besuch. Etwas. Ja. Ja. Ja, das hat mir auch gefallen. Da habe ich auch ordentlich gelacht bei das beißt sich ein wenig. Haben sich so 1, 2 Leute nach Altschauerberg verirrt. Im Übrigen, wer durchhält, bekommt ein Bier. Das ist nicht von mir. Ich schulde danach niemandem was. Keine Inkasso-Russen vorbeischicken, bitte. Ja, ich habe es auch nicht eingefügt. Ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen. Ah, nee, das ist das alte Zeug von Rennern hochladen, wa? Ja, genau. Ah, Grüße und Liebe gehen natürlich raus. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und ja, habt noch irgendjemand von euch was zu sagen? Und dann hätte ich nämlich gesagt, würgen wir uns das Zeug rein. Ja, ich würde sagen, der mit langem Mann und gehen wir einer in Rainer, oder? Hau rein. Ja, alles klar, fangen wir an. Und dann, ja, für den Rest hätte ich gesagt, viel Spaß. Oder wie er sich beim Rauchen wieder fühlt, ey. Hab ich gesagt. Ja, Wie viel Haus er da noch hatte. Ja, wie viel Poster er da noch hatte. Wie viel Poster, wie viel Haus, ja. wie viel von allem. Wie viel Fenster er da noch zumachen Wie viel konnte. Fenster. Ach, wie viel von allem. Wie viel von Und ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, aber hier, wie viel Kaffeemaschinen er da noch hatte. Ja, die Kaffeemaschinen, ja, sicher schon auch immer noch. Die stehen halt irgendwo in irgendeinem Lager und gammeln neben dem neu aufgerüsteten Rechner, der jetzt schon wieder überholt ist, und der VR-Brille vor sich hin. Fettvoll getrieften. Ja. Fettvoll getrieften Rechner. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, hier drückt ihn die Schwerkraft bei den Männertitten nicht ganz so nach unten wie bei der Milchschnitten-Challenge. Rainer hat die schärfsten Mitten, die ich je gesehen habe. Nee, das liegt noch an der natürlichen Unterstützung physikalischer Art der Zarencouch. Die ist. Ja, gut, ja. Du meinst, wo der eigene Bauch die Titten dann nach oben hebt. Ja, ist richtig, genau. Das ist daran, der Push-Up-Bauch. Das liegt daran, dass der Rainer aber auch den Schwerpunkt der Zarencouch zu dem Zeitpunkt schon zermittelt hatte. Ja, klar, der konnte also nicht mehr so wirklich gut aufstehen, weil er es dann doch geschafft hat, also gefühlt wieder größter Mensch. Kannst doch ohne Hände aufstehen. Ja, also quasi, ne, von der Zarencouch zum Zarenhufeisen. So sah es dann irgendwann aus. Die Zarencouch fehlt mir so sehr. Ne? Ich glaube, sie Ja, fehlt mir ihm auch. Ich bin mir Ja, sehr ja. sicher, sie fehlt ihm auch. Na gut, er hat es sehr, sehr schnell weggemettelt. Ne? Ja, Wie den cool. Stuhl, den Gaming-Stuhl. Ja, der Gaming-Schule war auch ein Hater, dass der so schnell den Arsch hochgemacht hat. Fürchterlich. Ja. Ich glaube, Rainer hat aber auch nicht Produktion, begriffen, dass bei solchen Gaming-Stühlen, da ja die Leute, die es herstellen, haben ja schon einen Strahl, wie manche Gamer aussehen. Und es gibt tatsächlich Gaming-Stühle, die halt auch für schwerere Leute gemacht sind. Mit mehr Gewicht und breiterem Körperbau.
Und Willst du gerade andeuten, der Rainer würde über 200 Kilo? Möchtest du das damit sagen, Mädel? ja gut, ich glaube, so weit gehen die nicht, aber den er da hatte, keine Ahnung, der war wahrscheinlich sogar nicht mal für mich geeignet gewesen. Gaming-Stühle sind nicht für fette Menschen. Punkt. Das Stimmt, ist das stimmt richtig. überhaupt nicht. Ich Punkt. hab einen, der geht bis, ich glaube, 150 Kilo. Und, Alter, 150, der Typ wiegt noch mal eben 100 mehr. Also jetzt nicht mehr, aber nee, wahrscheinlich ist er wieder gut am drauflegen. ja, aber da gibt's Aber- doch sicher auch für so Elefantenbabys wie ihn gibt's doch da sicher auch Gaming-Stühle, muss man sich halt aus Amerika bringen lassen, weil da sieht doch jeder Zweite so aus wie er. Ja, aus Also, Amiland? Aus Amiland, ja. Gaming-Stühle Ja, Gaming-Stühle für den Menschen, so wie Gott ihn schuf und McDonalds ihn formte. Oh, Mac ist informed, genau. Ja, aber man muss ja jetzt auch sagen hier, ne, mit dem Gaming-Stuhl, der hat ja trotzdem lange durchgehalten, auch mit 250 Kilo. Ne? Nein. Das Ding war ständig an der Überbelastung. Das ist ein Wunder, dass der nicht wirklich im Stream zusammen. Wie lang hat er das? Nicht mal ein Jahr, oder? Bevor dann Nein, bevor dann kein so- halbes. Ja. Kein halbes. Also- 3-4 Monate, irgendwie sowas. Mit einmal, das hast du mit einmal Reparatur. Dann war der gebrochen. Ja, weil der war ja einmal kaputt und hat ihn wieder repariert. Er. Ja, kann mir vorstellen, wie der den repariert hat. Ja. Ja. Okay, let's go. Pimmeln wir rein in den Gedöns hier, Ding. Sehr schlimm heute. Sehr schlimm. Ja. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren, Leute, erstmal. Und vielen Dank für die ganzen Likes und Barren. Alter, Und vor Maul. allem Für die Barren, vielen ne? Dank fürs Dabeisein. Barren, ne? Ich wünsche euch allen einen schönen Stream und einen schönen Mittwochabend. Hat er Mittwoch gesagt? Mal in einem Video. Also ich habe Mittwoch verstanden. Ich habe auch Mittwoch verstanden. Also, was war vielleicht auch der Wunsch der Vater des Gedanken? Weiß ich nicht genau. Aber Metal Kasper, guck mal kurz in Met. Was? Nee, kann ich gerade nicht. In Bett? Nee, läuft nicht. Machen wir später. Machen wir später. Erzählen, dass du 700 hast. Ach Leute. Sagt mal, ist das wirklich, das frage ich mich schon immer, ist es wirklich so wenig verbreitet? Mit, ich habe 700 Teesorten, meine ich natürlich, dass ich eine Menge Teesorten habe. Viele verschiedene. Hast du Liebeskummer? Was? Nein, wie kommst du denn da drauf? Wie war dein Feiertag? Feiertag? Ja, warte mal. Wie kommt man darauf, dass er Liebeskummer hat? Der hat ja noch nie eine Freundin gehabt. Also kann er kein Liebeskummer haben. Was man nicht kennt, kann man nicht vermissen, Und was ist mit oder? der wilden Lisa? Ja, Metal! Ja, Mädel! Da kommt er spontan dazu. Da Was ist denn kommt hier Da- los? von- Metal der mit rein hier. Ja, einfach mit eingemeddelt. Tja, dann ja, willkommen in der Aufnahme, würde ich Ja, sagen. willkommen in der Aufnahme, Fetzi. Nett, dass du mitmachst. Ich dachte mir, hier ist so ein Watch Together. Guck mal, da, was die da machen. Und- Ja, Ja, ja. wir machen Und- jetzt Mad Dogs Und im Let's Video. ersten Satz muss ich euch quasi ja korrigieren. Oh, Ah. Ja, die wilde Lisa, ihr habt die vergessen. stimmt. Ja. Aber ich nenn sie aber lieber die luftige Lucy. Lassen wir drin, oder? Ich finde, wir lassen das drin. Ja, natürlich, rausgeschnitten wird nichts, das ist reine Original.de. Weißt du, glaub, das du heißt nur vom Namen her schneiden, rennen und hochladen. Ja. Also hier darf ich jetzt nochmal vorstellen, Fetzi, hallo Fetzi, Mädel. Ja, Ja. Mädel, werte Freunde des luftigen Geschmacks. Ja. Wir sind noch beim Mad Dogs Video, also gleich Ja. wäre es richtig. Aber, schön, dass du perfektes da bist. Timing, wir sind gerade noch am Anfang, weil wir sehr viel dumm gelabert haben vorher. So. Das ist richtig. Ja, Ja. das habe ich mir gesehen. Damit habe ich quasi den dummen Part übersprungen einfach nur. Und jetzt kannst du ja deinen eigenen dummen Part mit reinbringen. Ja. Perfekt. Also, ja, ich habe mir tatsächlich ja gedacht, wenn sich Ani heute denkt, er lädt den einen ein, kann ich den anderen einladen. Von Runlord. Ja? Der Ani hat ja heute ein Video mit dem Troll gemacht. Also, Also, Ja, und da habe ich mir gedacht, ich lade den anderen ein. wir müssen ganz dringend auf jeden Fall nochmal irgendwann Troll eintüten. Ganz dringend. Ja. Ich wollte Troll sowieso mal anschreiben, weil meine Community geht mir die ganze Zeit auf die Eier, weil ich ab und zu mal Gesangsanlagen reinballer und die mir sagen, hey, ich soll mich mal mit Troll kurz schließen, um da irgendwie Mucke zu machen. Alter, was ist los Ja. mit dir? Dann hätte ich gesagt gehabt, geh mal ins Video, ne? Ja. Ja, hau rein. ich hatte eigentlich gedacht, wenn du von Community redest, redest du dann von allen beiden?
Leider nicht nur der eine. Ah, nur der eine. Ja, okay. und das ist eigentlich mein zweiter Account. Schön, okay. Metal Kaspar, das da meinte ich gerade. Was? Egal. Let's go. Let's go. Was für ein Feiertag. Nimmst du Musikwunsch schon? Logisch. Feiertage in Bayern 2018. Moment. Es ist doch im August kein Feiertag. Moment. Hey, Rainer, der Kalender Feiertage im August 2018. Hier sind Informationen aus Schulferien.org. Die Schulferien interessieren mich nicht. Natürlich nicht. Der war nicht in der Schule. Warum halt Alexa so? Das Was Haterin ist ist. ein richtiger Feiertag, wo richtig auch Läden zu haben und alles. Der Lord. Das ist der Inbegriff von Feiertag, oder? Das Läden zu haben. Das ist halt der nervige Part von Feiertagen. Ich habe mir sagen lassen, in Süddeutschland haben die Läden öfter zu. Ja, bei uns klappen auch um 8 Uhr abends die Bürgersteige hoch. Genau. Ja. Also ich glaube, da wo seine Lordschaft früher gewohnt hat, da war das eigentlich so, dass die da eigentlich nicht so richtige Läden hatten, Nee. sondern dass du dann mit deiner Ziege quasi zum nächsten Bauern deiner Wahl gepilgert bist und da hast du dann mit dem Handel getrieben und hast dann versucht, die Sachen, die du brauchst, da täuschlich zu erwerben. Du meinst, jeder Haushalt hatte da seine Ziegen? Klingt nach Altschauerberg, ja. Ja. Ja, natürlich hatte jeder Haushalt seine Ziegen, sonst hätte Rudi überhaupt keinen Sex mehr gekriegt. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, Was meint nicht ihr, warum- Rudi und nicht Rainer. Was In meint der- ihr, was meint ihr, warum damals bei Reiners Geburt hier der Hund und Rita gleichzeitig geworfen haben? So, das war ein Abend, an dem hier alles gezeugt wurde. Im selben Bett. Jetzt, da, das ist. Jetzt stell dich nicht so an. Ja, ich bin halt zart beseiten. Jetzt stell dich nicht so an. Du Mädchen. Ja, irgendwo muss Rainer das ja herhaben mit der Tierfickerei. Ich meine, das fällt ja der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Ja? Wenn du das wirklich runterbrechen willst, Rainer würde es in dem Fall einfach nur um das leichteste Opfer gehen. Ja, aber große Wassertiere sind jetzt nicht unbedingt leichte Opfer. Das ist eine Sache, die, Das kommt drauf an. An Land können sie wenigstens nicht davonlaufen. Wa? ja, die können nicht so schnell wegschwimmen, glaubt er wahrscheinlich oder so. Die können auch unter Wasser nicht weglaufen. Das ist wahr. Aber er ist unter Wasser, glaube ich, auch nicht so schnell. Vor allem mit Tauchen, da ja Fett eher oben schwimmt. Schwierig. Er hat es wahrscheinlich nicht gemacht, aber als die noch die Ziegen hatten, hat er bestimmt mal dran gedacht. Das glaube ich. Er hat dran gedacht. Ich bin mir sehr sicher. Er hat dran gedacht. Ich bin mir sehr Du sicher. meinst, er hat den Aberforth Dumbledore gemacht? Ich meine, der hätte dann ein wenig mehr mit den Ziegenböcken gekuschelt. Jetzt sagen wir Er hat mal so, soweit zumindest ich drüber weiß, nachgedacht. hatte die Familie Winkler ja keine Ziegen, sondern hier Schafe. Schafe und Ja, Hühner. Schafe. Ja. Und Schafe zum Beispiel können ja zum Beispiel sehr flauschig sein. Ne? Ja, Ja, aber bei uns in der Gegend gibt's das Sprecher, das heißt, Schaf sind schon schöne Viecher. Übel. Na, okay, aber- weil lass mal weiter im Dulli-Gedöns gehen. Wir labern hier schon seit einer Viertelstunde. Wir sind irgendwie bei 1 Minute 20 Ja. in dem Video. Ja, ich Passiert. fürchte, ich muss in 2 Teile machen. Nein, das breddeln wir jetzt durch. Überhaupt kein Problem. Natürlich. Ja. Muss einen Feiertag. Tut mir bitte den Gefallen und schenkt euch dieses Lord. Ich habe den Namen Lord schon ewig abgelegt. Das heißt, Er hat den Namen die- Lord ewig Die abgelegt. Lordschaft möchte nicht mit ihrem Titel angesprochen Nee, werden. er will Imperator genannt werden ab heute. Ja, Das- Also, ich muss euch ehrlich sagen, das habe Your ich jetzt noch Majesty. nie so gehört. Das habe ich jetzt so noch nie gehört. Ja, nee, das war damals, weil er doch
glaube, das war unter anderem auch wegen dieser, wie heißt diese Lizenz? Rundfunkslizenz, scheiße. Ja, und dann hat er gesagt, nee, er ist ja nicht Drachenlord, so, er ist ja nur Drache, obwohl der Kanal auf YouTube immer noch Drachenlord, alles ist alles Hanebüchen und wüst. Ja. Das ist ja da, wo er gesagt hat, ich entferne mich von Drachenlord. Ja, Es genau. könnte allerdings auch sein, dass das die Zeit war, wo irgendjemand sich den Namen Drachenlord hat sichern lassen. Ja, stimmt. Ja. Aber auch irgendwas. Wie ist das eigentlich ausgegangen mittlerweile? Ich glaube, das wurde nachher nicht weiter verfolgt. Ich glaube, irgendjemand hat sich quasi bloß den Trademark geholt und ihn damit Ein bisschen ein genervt. bisschen geärgert. Aber Okay. einen nackten Mann kannst du halt nicht in die Ja, Taschen ja. fassen, ne? Ja, nur in die Fettspalte. Ja, aber Aber da haben wir halt jede Menge zu fassen. ja, im Moment wäre auch viel zu fassen. Also relativ gesehen. Mhm. Ja. Also, doch. Aber die Polizei fasst ihn einfach nicht. Aber ich finde es toll, wie wir jetzt tatsächlich von 1 Minute 22 auf 1 Minute 29 gekommen gekommen Ja. sind. Ja. Wir geben uns Mühe. Ja. Let's go. Als Drache. Und es war auch schon immer Drache. Immer. Drachenlord hieß dann der Kanal ursprünglich. Aber es war schon immer Drache, nicht Naja. Drachenlord. Immer Salamander. Reiner Feiertag sind uns als Drachis völlig egal. Oh, tust du mir bitte den Gefallen und lässt diesen Blödsinn? Feiertage sind Feiertage, Punkt. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Alter, weißt du, Er ist traurig, auch- dass er nicht auch seinen wenn- eigenen Feiertag hat. nee, aber auch wenn, also höchstwahrscheinlich war der Kommentar trotzdem von einem Hater, auch wenn er sich als Sache bezeichnet hat. Aber das kann der Rainer nicht wissen. Und trotzdem erstmal dumm anreden. Weißt du, einfach mal, halt einfach dein Maul. Egal was du sagst, egal was irgendjemand sagt, Rainer ist immer anderer Meinung, weil er immer alles besser weiß. Scheißegal was ist. Das ist das Querulantentum. Und selbst wenn er zustimmt, aber. Ja, aber er weiß es Das ist besser. das reine Querulantentum in ihm. Das ihm gar nicht. Es lässt ihn gar nicht irgendwas zugeben oder zulassen. Ja. Er muss immer dagegen agieren. Er muss. Zwang. Alter! Ja, da mit dieser Kriegt an Kotzen hier, wa? ja, Ist das dieser Ey, da krieg ich Magen- richtig Puls bei ja, sowas. wa? ja, aber dieses, ich hab nichts zu sagen, deswegen drehe ich jetzt die Mucke auf. Und jetzt mit seinem Behindy-Schwert, Alter. Weil das schau ihn dir an, wie er sich fühlt. Ui, da. Und wie die scheiß Boxen übersteuern. Mir tut's in den Ohren weh, Diggi. Wer kennt sie nicht? Die rauchenden Samurais. Die rauchenden 250 Kilo Samurais, so, die sich Katzen gleich anschlagen können, Alter. Die. Und Der hat doch, Äh, der fühlt sich doch gerade wie bei One Piece oder so. Das Ja, ist quasi ein rauchender Sumo-Samurai. Ja. Samurai. Ja, ja. Samurai. Ein Samurai, genau. Und gebt euch mal das, ich glaube, der hat jetzt auf die Lunge gezogen. Ich glaube, das war jetzt Lunge. Wow. Echt? Nee, ich habe dann einfach nur ein bisschen länger gewartet. Ja, wahrscheinlich das. Einfach in die Hamsterbacken gepackt dabei. Ja. Da ist quasi im oberen Stübchen genug Platz, um Luft zwischenzuparken. Ja, und da muss ab und zu ein bisschen Rauch zur Desinfektion rein, weil sonst setzt Schimmel an. Und Rainer- außerdem ist es ja gewohnt, dass da oben warme Luft durchweht. Ja. Jetzt Lunge- mal Ja, so warme einmal Luft ist raus. ja nicht so sonderlich gewohnt, ist eher kalte Luft, von da wo er keine Heizkosten hat zahlen können. Lungenkrebs Also- ist viel erwachsener als Mundkrebs. Ja, Mundkrebs kann auch eine Cracknutte vom Schwanzlutschen kriegen, die. So eine Krebsentzündung auf der Zunge. Ja, Wundervoll. Seht ihr das da rechts? Da ist ein Fenster noch offen. Ich glaube, da ist noch ein Fenster drin. Da gab's doch noch ein Fenster. Meinst du, da ist eine Scheibe drin? Oh. Der hat- Ja. Der ist doch hingegangen und hat ein Fenster geschlossen, das eingeworfen war. Aber es war schon zu der Zeit, wo er schon zu fett war, um in den ersten Stock hochzugehen. Da ist er schon nach unten umgezogen gegangen. Ja. Ja, schon lange. Schon lange. Ich bin schneller im Blocken als ihr im Anrufen. Ja, genau. Dein Mikrofonständer schon da. Der blockt Der schneller als ist dein seit Schatten. gestern schon in Gebrauch. Der widerspricht sich schneller als sein Schatten. Ja, das sowieso. Und mein Vor allem die zweiter, fetten ich Griffe habe einen aus dem- zweiten bestellt. Aus der Kamera. Und den zweiten habe ich auch hier mittlerweile. Muss ich auch noch schauen. Der ist für den Fall, dass ich irgendwann mal wieder am Schreibtisch arbeite. Weil ich sitze hier an einem kleinen Tisch. Boah, diese Sind wir Dinge, alle wieder?
Wo diese Dinge wohl hin verschwunden sind. Ja, aber auch die Tatsache, weißt du, er sitzt da drin, der war damals auch schon höchstgradig verschuldet, hat seinen Strom über eine fucking so eine Prepay-Karte machen müssen. Aber hier ein Samurai-Schwert und 5 von diesen Armen und alles Ding, da knüppelt er die Kohle raus, als gäbe es keinen Morgen. Nee, aber selber Schulden haben, zigtausende Euro, weil da kriegst du die Tür nicht mehr zu. Das werden Fangeschenke gewesen sein. Achso, ja. Ah, du meinst von der Battle-Liste? Mhm. Ja. Die gute Wichtlist. Vermisst du sie, Fetzi? Vermisst du sie ein wenig? Nein, eigentlich Feuert nicht. bald ein Comeback. Das ist wie 365 Tage im Jahr wichteln und auf jedem Zettel steht Rainer, was? Bald kommt wieder, ja, ich habe da so eine Wishliste bei Amazon, wenn ihr mir was schenken wollt. Ja, das haut jetzt im Moment nicht hin, weil er seine scheiß Adresse nicht nennen darf. Aber wenn er da hier Altschauerberg 10 hinschreibt, dann wissen sofort alle wieder, oh. Ich habe das schon mal gesagt. Mir fehlen die Besuche. Ja, mir auch. Ich, ganz ehrlich, wo ich diesen Community-Post neulich gelesen habe, wo er so heftigst ausgerastet ist, ich habe mir gedacht, okay, ich würde es ihm wünschen, dass die Leute da hingehen, zu Hunderten, schickt Millionen, schickt Milliarden, dass die da hingehen, ihn an seinen Hammelbeinen rausziehen, einfach nur, ja? Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich bin ja die ganze Zeit, ich vermisse den Satz von uns allen, was wir früher öfter sagten, Besuche sind richtig. Richtig und wichtig. Richtig und richtig. Aber es ist halt... Das Problem ist halt, dass es nicht wirklich confirmed ist, wo er jetzt genau sitzt. Ach komm. Wir können es uns alle denken, aber eine Confirmation hat es eigentlich nicht gegeben, ne? Ja, aber wir wissen es trotzdem alle. Wir können es uns alle dennoch denken. Deswegen haben wir ja versucht, ihn aus dem Bau rauszuholen. Ja. Ne? Obwohl Ich sag's ja, aber wenn der bei Mario... Obwohl das tatsächlich, muss ich sagen, das ist für mich die vollkommen falsche Ausdrucksweise. Weil ganz gerne hätte ich es gehabt, dass er erstmal überhaupt im Bau gewesen wäre. Ja, wohl wahr. Aber ich sag's ja, wenn der Barbarian rausfliegt, der wird noch drum betteln lassen in den Knast sperren, weil dann wird es nämlich richtig ungemütlich für ihn. Er geht freiwillig in den Bau dann. Ja. Dann freiwillig, aber auch erst nach einer Zeit. Ich denke, er wird sich zuerst irgendwo ein Hotel suchen und da dann erstmal wieder verweilen. Aber es ist auf jeden Fall momentan, auch wenn es richtig und wichtig ist, eigentlich mal gut, dass da jetzt gerade zwar Überwachung vorherrscht, ne, aus der Ferne, aber keine richtigen Besuche stattfinden. Ja. Denn so kann man jetzt auch das Image der Hater quasi nicht kaputt machen. Sprich, okay, die wissen alle quasi, wo er gerade ist, aber trotzdem kommen sie jetzt nicht in Tausenden. Weil er nicht in seiner eigenen Schanze sitzt, genau. Das ist, haut seine komplette Narrative vom wilden Mob mit den Mistgabeln und Fackeln komplett in die Tonne. Ja, weil auch viele eigentlich gesagt haben, nachdem die Schanze eingestürzt ist, Ruhe in Frieden. Moment, ich muss meinen Stein hier nochmal beleuchten. Ihr seht das jetzt nicht, aber die Beleuchtung ist an. Ich suche gerade noch mal einen richtigen Bild zum Einblenden. Wo ist denn hier? Du siehst das nicht, aber ich hätte den gerade. Ich blende bei mir jetzt gerade noch mal dieses schöne Inglourious Bastards Meme ein. Ja? Sie verstecken den Drachen dort in ihrem Keller, ist das richtig? Ja, so ungefähr. Also dann ehrlich gesagt, würgen wir mal weiter hier das rein, damit wir Jo. fertig werden. Wir sind bei 2 Minuten 50 und die Aufnahme schon 22 Minuten, liebe Freunde. Die Anaconda. Bringt den Bären, Franken. Ja. Auf dem Sofa. Und das ist noch eine Beleidigung für die Bären. Alter, wenn er singt. Mein Handy war zu heiß. ist das? Kurz weg. Was? Das dröhnt so. Wenn das Handy zu heiß wird, pack dir ein Kühlpad aus der Gefriertruhe, kein Scherz übrigens, Das ist grausam. wickelt es in ein leichtes Tuch, aber wirklich nur ein leichtes, weil wenn das Handy nicht nass wird, dann geh her und bastel dir eine Art Klemme, Ich Ja. hier gleich eine. Ja. wo du dann dran machen kannst, ans Handy hinten dran. Aber wenn du eine Schutzhülle am Handy hast, nimm die Schutzhülle hinten zumindest erst weg, weil dann kannst du das Handy leichter kühlen. Man kann auch das Handy einfach nicht überlasten. Du bist auf ein... Und
hört ihr wieder den Vollblut-Mettler? Ja, Ich höre nur komisches Dröhnen. Ich kann das nicht mal ja, zuordnen. das ist wieder gerade. irgendein Schmutz. Ja, ja, wirklich. Ich frage mich eigentlich nur, warum da hinten der Fensterrahmen auf ist. Weil da anscheinend wirklich noch eine Scheibe drin war. Ja, ich glaube auch, in dem Fenster ist noch ein Fenster drin. Aber Also, wie so gesagt, viel Angst vor den Hatern kann er nicht gehabt haben, weil ganz ehrlich, wäre ich da vorbeigegangen, wäre jetzt angenommen, wenn ich mich jetzt reinversetze in jemanden, der Straftaten begehen würde, was ich natürlich niemals tun würde. nein! Ja. Wäre da Mord. vorbeigegangen und hätte vielleicht zufällig einen Megalo in der Hand gehabt, hätte ich es durchs offene Fenster vielleicht reinschmeißen können, oder? Ja. Also, da die ja sowieso permanent da Bomben geworfen haben. Ja, so wie ja, ich das gehört habe. Atombomben, alles. Das war schlimmer als der deutsche Einmarsch in Polen, was bei ihm passiert ist. Also, Stellt euch Ja. vor, die hätten dem da wirklich eine Rauchbombe reingeschmissen. Ey, der wäre da durchgedreht. Der wäre komplett am Rad gedreht. also ich hätte das wär- Pferdeäpfel reingeschmissen. Brennende Pferdeäpfel. Ja, wäre Idee. Ich hätte es ja auch vorher angefasst. Ja, du musst die Konsistenz merken, ob sie auch gut sind, ne? Ihr seid doch Schweine. Nein, es ging um Pferdeäpfel, nicht um Schweineäpfel. Ja, genau. Milchriecher. Das liegt daran, ich rieche normalerweise nicht an der Milch. Ach so. Das liegt bei mir Ja. daran, weil die Milch hier drinnen, also die Milch hier, die steht seit 3 Tagen hier drinnen. Die ist auch fast leer. Ja, also da ist vielleicht noch ein Schluck drinnen. Und dadurch, dass die Milch hier drinnen steht und hier drinnen ist es warm und die offen ist, wird die sehr schnell kaputt. Alles, was ich nicht hochlade, ist öffentlicher Content. Es gibt immer Content-Klauer. Das ist das Bedauerliche daran. Weil sie ihren eigenen Content ist zu langweilig oder sie sind gar nicht. Wir klauen ja auch gerade, ne? Ja, 100%ig glauben wir konnten. Ganz ehrlich, ihr kennt das ja auch alle irgendwie. Unter den Videos sind immer die Kommentare so, ich check nicht, wie du das alleine aushalten kannst. Ich kann mir das nur anhören, wenn das einer von euch währenddessen kommentiert, Ja, weil natürlich. ansonsten, weißt du, Ja. wir machen das, was er als Bullshit ins Netz knödelt. Wir nehmen das und machen erst Content draus. Was er da macht, das ist kein Content. Das ist Eben. Aber weil du es gerade sagst, ne, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging mit dem zweiten Podcast. Ich wäre bei der Aufnahme fast eingepennt. Ich musste mich anstrengen, wach zu bleiben. 2 war schlimm. war urlangweilig einfach. Deswegen habe ich die 4 immer noch nicht gemacht, weil ich auch so schlimm. 3? Nee, 3 war auch so fürchterlich. Ja. Aber 2 bisher war das Schlimmste. 2, also das war krank. Tue ich mich gerade? Ich weiß es nicht. Ich finde es doch schön, dass meine Gegenwart euch so schlimm zugesetzt hat. Alles okay, Betsy? Ja. Ihr sagt ja gerade, dass quasi der Podcast euch so zugesetzt hat. Ja. Ja, aber warum? Also ich fand eigentlich, dass der Podcast mit euch hier so richtig schön Spaß Nein, macht. Okay, der war so flach, da musste ich mich jetzt ganz weit runterbringen, dass ich den gefunden habe. Oh, Junge. Oh Gott. Oh. Ich war jetzt erst so, was? Hä? Was? Hä? Was? Okay. Der hat wen gedauert, muss ich sagen. Let's go. Sie sind hier bitte Fetzi-Joke einfügen. gar nicht in der Lage, eigenen Content zu produzieren. Das, was die Hater machen, also es gibt ja Unterschiede von den Hatern. Es gibt Leute, die kommen hierher, die machen Fotos, entweder rufen sie einmal oder eben nicht und dann hauen sie wieder ab. Dann ist egal, ob sie mich sehen oder nicht, oder ist es ihnen wahrscheinlich nicht egal, aber die provozieren zumindest nicht irgendwie, dass ich rauskomme oder so. Und von denen gibt es dann wiederum die Variante, die dann ankommen und hier rumbrüllen wie Sau. Gott sei Dank verschränkt er gerade die Arme, weil bei seinem Beingewackel jetzt gerade wieder, würden wir wieder die Wampe nach oben und unten beben sehen. Ach was, bei der Wampe nach oben und unten, da hat er sicher die Hand in der Hose, da kannst du mir gar nichts Die erzählen. Kategorien, die sie sich da ausdenkt, gar nicht schlüssig. Also wer dahin eiert, der ist klar Kategorie C, egal was Rainer erzählt. Jeder, der da hingegangen ist, wollte den Tanzbär tanzen sehen, ganz ehrlich, scheißegal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der dahin ist, einfach nur die Chance mal sehen wollte. Jeder wollte ihn zumindest mal schreien hören.
Kategorie C. Ja, ab in die dritte Halbzeit mit Rainer. Ja, wie Drecksau. Die schreien hier rum, die schreien das ganze Dorf zusammen. Und allein das ist ja schon asozial. Wie Was soll das, ich jetzt schon wieder unterbrechen muss? Aber Total asozial. Das ganze Dorf zusammenschreien ist richtig asozial. Da hast du recht, Rainer. Also, das ist so hardcore asozial, also wirklich. Ich erinnere nur an, haut ab, bevor die Bullen kommen. Verpisst euch oder ich spalte euch den Schädel. Ja. Ne, solche Sachen. Ja. Oder haut ab oder ich reiß euch euren scheiß Kopf ab. Ja, oder was war das hier so? Nachbarn, die können mich am Arsch lecken, ne? Ein 83-Jähriger stand bei mir vorm Zaun. Ja, dein Nachbar, du Trottel. Nee, dein scheiß Nachbar. Meine Theorie ist, dass er halt irgendwie gehört hat, weil er gesagt, er hat gehört, dass er sein Alter genannt hat. Er hat halt gehört, dass er wahrscheinlich 83 als Geburtsdatum angegeben hat und der war halt ja. Wahrscheinlich genauso bekloppt wie hier die Madeira- und Mallorca-Geschichte. Ja. Aber wer kennt sie nicht, die Geschichte vom 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und zum Drachenlord fuhr? Natürlich. Was denn sonst? Okay, let's go. Ja, auch rein. Jetzt haben wir beide gedrückt. Die machen hier einen Krach, die schreien hier rum und was weiß ich alles. Die bauen und das Scheiße. ist halt absolut nicht in Ordnung. Nee. Ja? Dann gibt es andere Hater. Also es gibt quasi diese zwei Varianten der Anführung. Die Körperhaltung, wie so ein bockiges Kind, weißt du. Ja, bockiges Kind, ever since. Ja. War nie anders, wird nie anders sein. Normalen Hater. Aber wenn die ein bisschen rumgeschrien haben, hauen die auch wieder ab. Die machen zwar schon so viel Radau, dass es alle auf den Sack geht, aber die machen zumindest jetzt nichts, was ja irgendwo was kaputt machen. Und dann gibt es die Variante von Hatern, die hierher kommen und die hört man schon von Meilen, die hört man von Kilometer aus schon schreien. Ich möchte von Rainer wissen, wie lang eine Meile ist. Ja, will ich auch. Ja, doppelt so viel wie eine halbe Meile, würde ich mal sagen. Rainer, wie viel ist eine Meile? In Metern, bitte. Aber das machst du schon wieder 16,5 Meter. Ja, 16,5. 15 Meter. Ja. Die rennen herum, die schreien, die haben meistens Boxen dabei, wo extrem laute Musik läuft. So, die kommen. Und das hat er mit seinem Vater im Wald schon berechnet. Mhm. Meistens dann hier, die laufen hier dann so die Straße rauf und schmeißen schon mit Eiern oder irgendwas gegen mein Haus. Oder laufen einfach nur rauf und reißen dann an meinem Zaun rum und alles. Und alles? So diese ganz leichten Unterschiede in Definition. Also entweder kommen die Straße und sind quasi Eier, werfen in alle Richtungen, alle Häuser total zugebadet in Eiern, oder die kommen einfach ganz normal hier hoch. Und wenn die bei mir am Zaun angekommen sind, dann rütteln die da dran wie die bescheuert. Irgendwie sind da die Erklärungen doch recht, ich sage mal, Hanebüchen. Hast du noch nett ausgedrückt. Das hat auch alles keine Ursachen, ne? Das Ja. ist so aus dem heiteren Himmel passiert das. Ja. Die spawnen da. Wusstet ihr das nicht? Die spawnen da. Die spawnen. Ja. Die sind da quasi hingecodet worden. Ja. Die spawnen, einfach so. Keiner weiß warum. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kann man nicht. Das ist absolut asozial. Das ist absolut daneben. Und Hat es sich jetzt selbst eine analysiert? Variante der Hater ist eine. Ja, der Spiegel. Es gibt auch Varianten von Hatern, die beide kombinieren. Also die ersten, wo so relativ ruhig sind und die halt keinen wirklichen. Die bilden dann Dragon Ball-mäßig eine Fusion. Ja, natürlich. Diese komischen Ohrringe. Ja, genau. Kann man sich echt nicht ausdenken. Nee. Stress machen, abzählen wir vom Rumschreien und die, wo halt Stress machen. Das kommen nämlich oft mal Leute hierher. Die stehen ohne Scheiß, die stehen eine Stunde vor meinem Tor. Die stehen eine Stunde vor meinem Tor oder vor meinem Haus und schreien rum und alles. Und die haben dann mehrere Stufen. Die haben die Stufe, dass sie hierher kommen und Fotos machen. Sind relativ leise. Dann fangen sie an rumzuschreien, weil sie wollen, dass ich rauskomme. Meistens dann mit so Sätzen wie: Rainer, komm doch mal raus.
Tanz, Bär, tanz. Ja. Also ich weiß ja nicht, egal wo ich hingegangen bin in meinem Leben, ne, Lebt ich habe noch nie eine Stufe mitgenommen. Nicht? Okay. Ich bin schon Treppen hochgefallen. von Ist euch, daher. ist euch eigentlich aufgefallen, dass Ja, er aber davon die redet, sind- dass er von den Hatern redet, wie irgendwelche Pokémons? Oder gibt es dann den einen und dann kannst du, also das ist dann der Schrei-Hater und den kannst du dann entweder zum Böller-Hater oder zum Zaunrüttel-Hater upgraden irgendwie. Das ist, Geil! Du meinst Hater Go? Nicht Pokémon Go, sondern Das Hater ist, Go? das ist eine geile Idee, ey. Wir sind Pokémon, ey. Ja. Naja. Und ist euch aufgefallen hier, das fällt mir nämlich gerade auf, dass er hier endlich mal die verschiedenen Hater aufzählt und bei ihm ja eigentlich sonst, was er immer erzählt, alle gleich sind? Ja, sicher. ja, das kommt immer drauf an, wie es ihm gerade passt. Also, je Es nachdem, ist wie halt es gerade, seine, Genau. aus welcher Richtung kommt gerade der Wind. ja, also wie seiner Narrative gerade am besten passt. Ja, Wie hast du immer gesagt, Fetzi, das Fähnchen im Wind? Mhm. natürlich. Hm? Und mit dir reden. Aber was ich mal anmerken muss, ist, wie viel Haus er da noch hatte. Das Ja, ja. ist Was richtig. er da noch hatte. Ja. Letzten Endes. Letzten Endes. Drache, komm mal raus, wir wollen mit dir reden. Lauter solche Sachen halt. Nee. Niemand von den Hatern Keiner- nennt den unironisch Drache. Die Ganz nennen ihn, genau. die rennen Reinerle oder Herr Winkler oder Wongel oder sonst, aber niemand von uns nennt ihn Drache. Da stand keiner und hat Drache. Nee. Niemand. Reini. Aber aber damit möchte er ja ausdrücken, dass selbst die Hater so viel Respekt quasi haben, Ehrfurcht. dass sie ihn Ja. in ehrfurchtgebietender Wahrnehmung als Drache bezeichnen. Ja, ich würde ihm aber gern seinen kaputten Zahn ausdrücken. Mhm. Hm? Ach so, was drückt man aus? Ja. Zweimal noch vom Kopf gehauen und dann wäre er endlich in der dementsprechenden Intelligenzminderungskur. Ja. Dann würde er sabbern. Ich glaube, das dauert eh nicht mehr lange. Ich wollte gerade sagen, also da musst du nicht lange warten. Dauert eh nicht mehr lange. Bei Ja, der Intelligenzminderung läuft er sowieso die ganze Zeit irgendwo vor. Ja. Er verdummt zusehends. Hm. Das ist wie der ultimative Vollidiot. Der ist so dumm, dass er sich selber aktiv noch dümmer macht. Nice. Der ist wirklich nice, ja. Wirklich nice. Den merke ich mir. Und alles, was der anfasst, wird dumm. Ja. Also meinst du quasi, er ist Dummidas? Ja. Dullyception, würde ich sagen. Ja. Oh Gott, Dullyception, ja. Und diese anfänglichen, komm mal raus, wir wollen mit dir reden, wird nach ungefähr so 5 Minuten, keiner will mit wenn dir ich mich reden, nicht Rainer. zeige, oder so 10 Minuten, wenn ich mich nicht zeige, wird es zur Da weiß ich schon, wie das abläuft. Der erste Satz, den er bringt, ist: Findet ihr das nicht eigentlich peinlich? Nee, der erste Satz ist: Verpiss dich, du Hurensohn! Haut auf meinem Hof, habt ihr keine Arbeit? Nö. Dann spuckt er und wirft ein Rotkohlglas. Ich habe mal gehört, das erste, wo er raus ist, war mal: Findet ihr das nicht eigentlich peinlich? Das war mal der erste Satz, wo er rausgegangen ist. Nee, Alle schon gesagt. Finde ich nicht. Ich finde es gut. Und da hat angefangen hat er: Ich möchte mal vernünftig wieder mit den Hatern sprechen. Ja. Wir will Jetzt- immer vernünftig mit den Leuten reden. Aber für ihn ist vernünftig reden ist, er hält einen 20-Minuten-Monolog und alle anderen hören zu. Ja, das ist Ja. wieder dieses Verhandlungsding, das er dann wieder versucht. Er will dann wieder verhandeln mit uns. Naja, Rainer, ist gut. War eigentlich einer von euch mal vorm Tor? Nee, Aus leider Gründen nicht. Leider nicht. nicht. Aus Gründen nicht. Okay. Und du, Fetzi? Nein, aber nein. Nein, aber nein. Okay. Ich auch nicht, um die Runde voll zu machen. Wunderbar. du Arschloch, komm raus. Oder Fettsack oder Oger oder irgendwelche Beleidigungen halt. Da kommen dann Du hast Herr Winkler vergessen. Du hast Winklersohn vergessen. irgendwelche Ja. Beleidigungen, mit denen sie rauskommen und mich fertig machen wollen und ankotzen wollen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Herr Winkler, bist du am Arbeiten, ne? Eine Beleidigung ist. Naja. Wüsste ich jetzt nicht. Ich würde das eher als Frage bezeichnen. Hm. Genau, ja. Wollen. Dann ist es meistens auch so, dass sie, wenn ich mich dann immer noch nicht zeige, wenn ich immer noch nicht rausgehe, mich immer noch nicht denen präsentiere sozusagen und ihr Match generiere, dann fangen sie an meinem Zaun rumzureißen. Was hat der für eine Vorstellung davon, wie Matt generiert wird? Matt generiert nur ja eigentlich. Eigentlich ja.
Aber das ist wieder diese Aktion-Reaktion-Umwandlung, die er macht. Ich muss gerade ein bisschen an Kasperle-Theater denken. Kasperle, komm raus! Ja! Da kriege ich jetzt Kopfkino, was ihn Hör mir angeht. auf, ey. Hör mir auf. Dass Oder mit Steinen irgendjemand mit der Hand zu unter schma- ihm drunter drin steckt, verstehst? Nein. Ah, Jetzt wird's widerlich. wirklich. Ja, Also aber, wirklich. Weisen. Kurzum, das sind Leute, die haben absolut Aufmerksamkeitsdefizit. Die brauchen Aufmerksamkeit. Die wollen unbedingt, die wollen Aufmerksamkeit. Die können es nicht ertragen, hierher gekommen zu sein und nicht von mir beachtet zu werden. Der Spiegelreiner. Warum gibt er ihnen dann genau das? Er hasst die Leute und warum gibt er ihnen dann genau das? Weil er nicht anders kann. Ja, er schmeißt doch selber immer den Streamer an. Er kann nicht. Weil es sein einziger Content ist. Ja. richtig. Weil keiner einen Fick um ihn geben würde, wenn es die Leute vom Tor nicht gegeben hätte. Und das merkt er jetzt inzwischen, merkt er das sehr, sehr deutlich, weil halt seine Klicks und alles sind um die Hälfte runtergegangen, seitdem er nicht mehr in der Schanze wohnt. Ja. Weil keiner mehr einen Fick darum gibt. Weil er sein eigentliches Produkt nicht mehr verkaufen kann. Ist richtig. Das wollte ich schon mal ein paar Leute von uns fragen. Was glaubt ihr, wie lange dauert es noch, bis er das nächste Mal jetzt einen Streamer anmacht? Boah, das weiß ich nicht. Er hat, Spätestens, wenn ihn Marion vor die Tür gesetzt hat, würde ich mal Der sagen. der hat Streaming-Verbot, ganz einfach. Der hat ein Metal-Verbot, der hat ein Metal-Verbot. Er hat so einige Verbote, aber solange Kalkverbot. der Köln- und Kalk-Verbot, Mhm. solange der am ASBC wohnt, hat der Streaming-Verbot, ganz einfach. Rainer hat Lebensverbot, ganz ehrlich. So. Ja, also ich weiß nicht, ich bin ja der Meinung, irgendwann, wenn tatsächlich ihm die Kohlen immer weiter ausgehen, dass er irgendwann nachts, wo es keiner merkt, einen Streamer anmacht. Ja, auch die können nachgucken, ob er gestern gestreamt hat. Ja. Aber selber da drauf kommt, ich weiß nicht. Ja, doch, schon, ich glaube schon. Vielleicht wird ja in der Zeit, die so ominös genannt worden ist von ihm, um eine gewisse Dame zu treffen, angebliche Dame zu treffen, vielleicht streamt er ja in der Zeit. Ja, ja. 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 Wo man auch nicht weiß, warum jetzt eigentlich da keiner da sein soll, warum er dann aus seinem Loch rauskommen könnte. Ja. Schwierig. Lassen wir ihn mal auch wieder quatschen. Es ist für die das Schlimmste. Ja, die kommen hierher und erst versuchen sie es normal. Manche kommen vielleicht wirklich in der Absicht, dass es normal sind, hierher, fangen dann aber an rumzuschreien. Nach dem Rumschreien, wenn ich mich nicht zeige, ist noch so 10, 15 Minuten, also so 20 Minuten im Ganzen kommen sie meistens dann, fangen dann an meinem Zaun rumzureißen, an meinen Planen rumzureißen, an meinem Zaun irgendwas rumzuschneiden, irgendwas an meinem Briefkasten zu machen und so weiter. Und wenn ich mich halt dann noch nicht zeige, dann fangen sie halt an, den Zaun hochzuklettern oder versuchen, den hochzuklettern. Oder Den Zaun rumzulaufen, hat er vergessen. Ja. Assassin's Creed Hater. treten mit Ezio, voller Wucht oder? Jetzt gegen den Zaun, versuchen halt alles, um mich rauszulocken. So. Das Problem ist, bei solchen Hatern, umso länger ich mich nicht zeige, umso kranker werden denn ihre Reaktionen. Robert. Es heißt umso desto. Ja, umso Das, desto. es heißt nicht umso, es heißt umso desto. Da muss ich jetzt mal kurz den Grammatik-Nazi raushängen lassen, weil das macht mich fürchterlich mett. Das glaube ich. Es heißt umso irgendwas, desto so und so. Das ist nicht umso. Da krieg ich Hasslatte, da. Also als Grammatik-Nazi das Wort Met zu benutzen, finde ich auch irgendwie lustig. Ein Fätzchen geht nichts. Menno Kasper, sagst du China oder China? China, weil es mit CH geschrieben wird und nicht mit K oder mit SCH, sondern es wird mit CH geschrieben. War nur so eine Frage. Jetzt lässt er einen Hochkur raushängen hier, Metal Kasper. Oh. Ja, habe ich nicht ganz umsonst gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Ah. Dankeschön für 1000 Barren und vielen Dank für deine Unterstützung. Warum, Umso länger ich mich denen nicht zeige, umso schlimmer werden die Aktionen von denen. Vor ein paar Tagen war es als so, das war Gott sei Dank eine Scheibe, die schon kaputt war, hat wieder jemand mit einem Apfel auf meine Fenster geworfen.
und hat tatsächlich eine Scheibe, gut, die war wie gesagt schon eingeworfen, hat aber wie gesagt mit dem Apfel die Scheibe eingeworfen. Ja, wie denn, wenn die schnell eingeworfen war? Wenn die schnell eingeworfen war, das ist hier Schrödingers Scheibe oder ist eingeworfen und nicht eingeworfen im selben Aggregatzustand. Entweder war die vorher schon kaputt, dann hat der Apfel nichts gemacht, dann hast du gratis Apfel gekriegt, Rainer. Freu dich drüber. Oder die war halt vorher noch nicht eingeworfen, dann ist es verwerflich. Beides funktioniert nicht, du dummes... Und das wieder in einem Satz. In einem Satz. Angst. Bin ich ja voll ausgerastet, wenn sowas passiert ist. Ja, ich bin ausgeflippt. Und ich war so drin gestanden, hab mit meinem Handy so gefilmt, ja. So war ich da gestanden, hab gefilmt. So. Und ich hab das gefilmt. Der Apfel kommt reingeflogen. Und ich hab halt nur minimal gezuckt. Das Video hätte ich hochgeladen. Ihr nicht? Ja. Das Video hätte ich hochgeladen, wenn mir der Apfel entgegenkommt. Also tut mir leid, wenn ich dir jetzt damit deine Illusion kaputt mache oder so, aber Hilfe. du bist da nicht so wichtig wie seine Lordschaft. Ja, nee. Und wir wissen, dass seine Lordschaft jegliche Form von Beweis, die er jemals hatte, immer sofort und ohne Unterbrechung mit vielen Kommentaren hochgeladen hat. Ja. Das heißt, das Video ist nicht hochgekommen, also Das heißt, gab es dieses Video. Es ist nicht passiert, ja. Ja. Picture or didn't happen, ja. Weil der halt auf mich zugekommen ist. Der ist neben mir auf dem Boden gelandet, neben meinem Fuß. Ah, dann hat er geleuchtet. Das war alles. Ich habe nicht rumgeschrien, ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe gar nichts gemacht. Warum? Weil ich mich daran gewöhnt habe. Das ist echt traurig, dass ich mich an sowas gewöhnen kann. Aber ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile. Natürlich ist es Deswegen ja Traurig. Traurig ist, dass der bayerische Staat das da zulässt. Das ist traurig. Ja. Und natürlich, er hat sich dran gewöhnt. Ne? Deswegen hat er ja auch 2019 den Geburtstag-Meltdown gemacht. Weil er sich dran gewöhnt hat. Er hat sich dran gewöhnt, dass ihm Obst entgegengeworfen wird. Der Dorftrottel wird traditionell mit Obst bedeckt. An den Pranger gestellt quasi. Und der Pranger ist sein Haus. Ja, das ist wie in der Quasimodo-Geschichte. So. Irgendwann war es ihm Ja, egal. geil. Nürnberg ist doch um die Ecke. Wir können das Ding direkt wieder auspacken. Rainer da irgendwo an so einen Platz binden. Kein Problem. asozial und Beschädigung und kostet mich auch Kohle. Nee. Und das ist ja nicht das Problem. Es ist ja natürlich asozial nach wie vor. Nee, ist nicht das Das ist Problem. richtig scheiße Geld ist nicht sowas, das wenn Leute Problem. das machen. Millionär spricht. Aber was ich damit sagen will, worauf ich hinaus will, psychisch geht mich das nicht mehr an. Mich interessiert es nicht mehr. Nee. Emotional tot. Ja, 100%. Da ging das los. Also es ist egal, dass ihr dadurch finanzielle Nachteile hat. Ja. Und psychisch tut es ihm gar nicht. Nee. Ja, wo ist dann Ja, das scheiß Problem, Ist Diggi? doch alles super, alles super. Der Typ hat doch auch mal erzählt, es ist weniger schlimm, wenn du körperliche Schmerzen erleidest, als wenn jemand verbal runtermacht. Genau. Genau, ist so. Hat er auch jetzt. Und er war felsenfest davon überzeugt, dass es so Felsenfest ist. davon überzeugt. Der war so felsenfest davon überzeugt wie bei der Usain Bolt-Geschichte. Yeah, wenn er Aber gewinnt. ich möchte euch dreien, möchte ich mal einen Satz sagen. Und zwar möchte ich euch dreien sagen, ihr werdet niemals die Stärke haben, die ich brauche. Ja, Da spricht der alte weise Mann. Ja, Da kommt er raus mit seinem langen Bart hier, ihr Jünglinge, jetzt erzähle ich euch mal was. Aus der dunklen alten Zeit, damals. Ein Mann und seine Psyche. Oh Gott. Erzähl, Rainer, erzähl, hau raus. Ja, komm. Interessiert es nicht mehr. Nee. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Für mich ist es einfach, Alter, Maul! Meine Güte. das ist für mich nicht relevant Ey. mehr, nicht mehr existent. Für mich ist es normal geworden. Das ist nicht normal. Ja, das ist es nicht. Aber was ich meine, wie sag ich das jetzt am schlausten? Ja, schlau. Es geht mir psychisch. Am schlausten hat er noch nie irgendwas gesagt. Das ist, Nee. das ist Sag halt das Problem. am schlausten. Rainer Winkler sagt, wie sag ich das jetzt am schlausten? Boah. Das ist allein schon ein Widerspruch in sich. Mhm. Prost. Nicht nahe mit.
Ich bin davon psychisch nicht belastet. Anfangs war das richtig scheiße und hat mich natürlich extrem aufgeregt. Und es gibt ja auch genug Videos im Internet, wo ich mich aufrege, wo ich rumschreie, weil solche Sachen passiert sind oder passieren. Und was aber die Sache ist, Die Sache ist die, dass die Aussage, die er gerade getroffen hat, fürchterlich schlecht gealtert ist. Weil dieser besagte 30. Geburtstagsmeltdown war halt ein Jahr später, ziemlich genau. Und da wisst ihr alles, was passiert ist. Ja. Das war auf jeden Fall noch bevor er mit dem Duden unterm Kopfkissen eingeschlafen ist, weil da war es noch die Sache. Heute heißt es letzten Endes. Ja. Grüße gehen raus an Hicks. Ja. Grüße gehen raus. mich da so unfassbar dran gewöhnt. Vor einiger Zeit, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder länger her, das war am 1. August, glaube ich, war das. Also noch vor meinem Geburtstag. Da waren hier 4 Leute. Typische Aktion. Sind hier raufgekommen, haben mich schon geschrien, wie sie raufgelaufen sind. So, ich bin dann hergegangen, war oben. Hab dann von oben runter gefilmt und runtergeschaut und geschaut, was die da machen. Haben dann mehr... Ja, zu der Zeit konnte er noch hochlaufen. Runtergeschrien und gespuckt und Ja. Sachen gegen mein Haus geworfen, auch eine Scheibe haben sie auch wieder erwischt gehabt. Also auch eine, die kaputt war. Zum Glück erwischen sie momentan immer die Scheiben, die schon kaputt sind. Gott sei Dank. Und macht... Hat er gerade gesagt, die Scheiben sind schon kaputt, Gott sei Gott Dank. sei Dank, Gott sei Dank. Zum Glück waren die schon kaputt, sagt er. Ja. Ey. Wow. Wow. Weißt du? Wow. Das ist das Prinzip, kennt ihr das bei Futurama, wo Bender seinen Körper verkauft, weil der Titanpreis so hochgegangen ist? Und dann heißt so, hey, jetzt kannst du endlich deine Kredite halt bezahlen. Ja, aber was sollen die machen? Mir die Beine brechen? Das ist nur noch ein Kopf. Ja. Saugeil. Ja, ist. Und machen halt voll den Stress. So, ich darauf hin, weil ich schon die Sache mit dem Stein, die Sache mit einem, von dem bist du glaube ich gar nichts, mit einem Messer und auch die Sache mit der... Halt das Maul! Ich komme da drauf nicht klar. Nein, ich komme da drauf nicht klar, wenn der von Messern erzählt. Ja, das sind die alten komm da Storys. drauf Messern und der hat dann schon den Lauf einer Waffe geschaut. Wir kennen doch den ganzen Scheiße. Mich fickt das so hart an, ne? Darkwing, Kannst du nicht letzten Endes ist Das- halt alles nein. gelogen, weißt du? Kaspar, im Ernst, ich komme darauf nicht klar. Gar nicht. Ja, das Das glaub macht, ich dir. das macht mich wahnsinnig. Ey. Aber wie wenig er damals noch gelogen hat, ich meine, erinnere dich mal an sein letztes längeres Video, wo ich so am heftigsten am Ausrasten war beim Reagieren. So, ey. Du meinst Den das Zahn- Video, wo du anschließend in die Psychiatrie musstest? Ja, war nah dran, war nah dran. Hast du einen Clown gemalt? So zur Sicherheit, damit die Leute wissen, dass du wirklich verrückt bist. Nee, ich bin hier wie bei The Sixth Sense, bin ich in eine Decke eingehüllt gewesen, und ein Therapeut ist gekommen und hat gesagt, ich sehe dumme Menschen. Sie sind überall. Ich sehe tote Oger. Ich sehe tote Oger, ey. Naja. Ich mach mal weiter. Und mit dem Schlagstock vor ein paar Jahren. Seitdem gehe ich eigentlich so gut wie nicht mehr ohne Stock oder ohne Waffe aus dem Haus. Ja? Spätestens nach der Sache mit dem Stein nicht mehr. Da hätte die Polizei mal genau hinhören sollen. Eben, das hätte ich gerne gezeigt, Polizei, wirklich gerne. Ganz ehrlich, aber da hätte auch wirklich, wenn ich da Staatsanwalt gewesen wäre bei der Verhandlung, ich hätte die ganze Scheiße rausgesucht. Ich hätte das, weil es ja um die Sozialprognose geht, ich hätte das alles rausgesucht. Die ganzen Sachen, diese zig Male, wo er gesagt hat, natürlich provoziere ich den Hate, weil das bringt ja mehr Reichweite. Und natürlich gehe ich da bewaffnet raus, weil ich will den ja aufs Maul hauen. Und natürlich mache ich hier und das und das. Und damit er sich dann nicht mehr, wenn er dann vor Gericht sitzt, als armes Opfer, nee, ich will ja niemandem was und ich würde ja niemanden verletzen, aber ich habe keine andere Wahl und ich fühle mich ja so, einfach dann, nee, hier, da. Hätte man das der Staatsanwaltschaft zukommen lassen können? Hätten die das zumindest gesichtet? Du, wenn die Staatsanwaltschaft einen von uns gefragt hätte, egal wen, wer hätte denn da freiwillig gesagt, nee, mache ich nicht. Jeder von uns hätte gesagt, da kriegst du das. Ganz ehrlich, jeder von uns hätte der Staatsanwaltschaft mindestens 5 Daten nennen können. Ja. Ja,
googeln Sie Drachenlord, Stream, das und das Datum, sagt er das und das. Das und das Datum sagt er jenes, das und das Datum macht er das. Wenn Sie mir noch ein bisschen Zeit geben, in 3 Tagen schicke ich Ihnen eine 2-Stunden-Compilation von Sachen, die beweisen, dass er schuldig ist. Melka, das nehme ich hier extra auf, nacheinander, damit es ganz leicht vor Gericht vorspielen kann. Ja. Aber ganz easy. Aber Ja. ganz gemütlich. Eben. Das Gute ist, es kommen ja noch 130 Verhandlungen. Ja. Völlig recht. Bin mal gespannt, was davon noch durchgeht und was fallen gelassen. Ja. Ich mach weiter. Ich habe also so eine Aluminiumstange genommen und bin rausgegangen. Und eins hat zum anderen Kannst du dir nicht ausdenken mit einer Aluminiumstange. geführt und der eine hockt halt so wieder da mit seinem Kamera. die mir die Und Ohren anders als die getreten. meisten, machen nicht alle, aber die meisten hauen ja ab. Aber der war da gestanden Da gestanden. und sitzt da und filmt so. Und ist halt, das Problem ist, wenn man in einem oder anderthalb Meter wer Entfernung filmt von den mir ist, ist man in der Todeszone. Ja gut, Rainer Dann mache ich Wichter. einen Schritt und hab den im Normalfall. Ja, da kann ich mich echt schnell durch. 1,5 Meter Todeszone. Wie eine Handgranate. Oh, ich glaube. Mädelkaspar? Was ist okay? Du bist kaputt, Alter. Es gibt komische Geräusche von sich. Atmen, Mädelkaspar. Rusa. Wir warten eben, bis der Mädelkaspar sich beruhigt hat. Ja, Oh, mein armes Zwerchfell, Leute. Pause. Es ist Pause. Du kannst zu Ende lachen. Oh. Nee, bin wieder gut. Läuft. Alles gut. Alles gut? Okay. Ja, wir müssen noch schnell Pause machen. Der Metal Kasper konnte nicht mehr. Ja, Todeszone. Und die Ironie daran war, ich habe das dann gepackt, will nach seinem Handy greifen, er dreht sich weg und dreht sich so mit dem Rücken zu mir. Dann habe ich die Stange gepackt, drehe ihn so her und pack die Stange und halte ihn so fest und versuche mit einer Hand, weil die Stange habe ich ja so mit dem Arm eingeklemmt, habe dann versucht, sein Handy wegzunehmen. Und jetzt kommt Diebstahl. Ja, und Angriff auf offene Mal Straße. abgesehen davon, dass das Ogre-Tales sind. Ne? Ja, Aber natürlich. das ist ein eindeutiger Diebstahl. Und sonst das gar nicht. sind ja Geschichten aus dem Paulanergarten wieder einfach. Weil Ich habe das- den bedrängt mit einer Waffe in der Hand und dann habe ich dem das Handy geklaut. Ja, Hätte die Staatsanwaltschaft auch applaudiert. Ja, aber wieso sucht sie solche Sachen nicht? das ist Körperverletzung, Nötigung, alles bei. Da ist alles Diebstahl, Sachbeschädigung, da ist alles dabei. Oder zumindest versuchter Diebstahl. Nee, Metal Kasper, Sachbeschädigung. Boah. kommt der Hauptpunkt. Scusi. In dem Moment zieht einer von denen eine Waffe. Ja, genau. Ich meine, jetzt nicht irgendwie so eine Plastikwaffe, Ey. ja, sondern eine richtige Waffe. Zieh die so. Will der Oder da hat er schon wieder irgendwelche alten Bruce Willis Filme gesehen oder sowas. Ganz ehrlich. Als nächstes sagt er, dass er sich selber durch die Schulter geschossen hat, um den Typen, der hinter ihm stand, zu treffen. Das ist halt wieder Geschichten aus dem Paulanergarten, wie sie leiben und leben und Als nächstes zitierte Yippie Schweinebacke falsch. ja. Weißt du? Das kommt als nächstes. Das ist der Next Step. Nichts anderes. Junge. Komm. Ich habe das erst mit registriert und dann, nachdem Ja. ich gesehen habe, da hat eine Waffe, habe ich nur minimal gezuckt und habe den losgelassen. Und dann stand der vor mir und hat mich gefragt, was zuckst denn so? Und dann hat der andere geschossen und dann hat die Kugel den Rainer getroffen, aber der Rainer hat Gold geleuchtet. Und dann hat er, Der Rainer, hat sich quasi nach hinten geworfen und hat so Bullet-Time-mäßig versucht, die Kugel abzudodgen. und dann hat er ihm die Waffe abgenommen und hat ihm ihren Kopf gehalten und gesagt, hey, make my day, Punk. Der hat die gefressen. Ja. Der hat das Projektil einfach gefressen und ausgespuckt. Ja. Ja. Und so zurückgeschnipst mit dem Finger. So. Ja, weißt du, wie auch bei Dragon Ball mäßig. Der hat die Zeit angehalten und dann hat er die so aus der Luft gepickt, so. Ja. Mit 2 Fingern.
Könnt ihr Rainer bei Matrix vorstellen, so, hier haben die rote Ja, Pille und die genau. blaue Pille und er so Nein. frisst beide so. Stell dir vor, wie der mit seinen 250 Kilo diese Rückwärtsbewegung macht. Als auf den geschossen wird. Das Problem dabei ist ja eigentlich nur, dass der Kerl rund ist. Das heißt, ist ja scheißegal, ob der von bricht die vorne, Regeln hinten, oben, Der bricht die unten. Regeln der Physik dabei. Nee, die Wampe hat ihre eigene Bullet Time und weicht dann aus. Also, die zieht sich dann da wieder ein bisschen mehr ein, damit die Kugel vorbeigeht. So. Kriegt er alles hin. Ich stelle mir die Bilder gerade vor. Wieso habe ich heute so Kopfkino verflucht? Ja, warum? Und jetzt kommt der Hauptwitz. Ich habe nicht Der Witz ist, gewusst, das war ein Schreckschuss. Aber ich habe nicht gewusst, dass es ein Schreckschuss ist im ersten Moment. Ich heb die Stange und gehe wie ein Berserker auf sie los. Ja, schieß doch. Ja, genau. Er Ja. hier, der feigste Mensch auf dem Planeten. Ja, schieß doch. Der hat sich in die Hosen geschissen, da und dort. Sollte das überhaupt passiert sein, was es nicht ist. Ja. Wäre das passiert, hätte er sich massivst in die Hosen geschissen. Da wäre dem sofort, wenn er Schuhe angehabt hätte, wären die sofort vollgelaufen. Ja? Erzähl mir nichts. Von wegen Wikinger hier. Von wegen. Bullshit. Ich habe noch nie jemanden so Angst haben sehen. Ey, ohne Scheiß, die haben sich fast in die Hosen geschissen. Ich meine, die ziehen mit einer Waffe auf mich, auch wenn es nur ein Schreckschuss ist, müsste man eigentlich davon ausgehen, weil die sehen ja verdammt echt aus. Wenn jemand schon einen Schreckschuss gesehen hat, die ist echt verdammt echt. Wenn überhaupt, wenn eine Software. Wenn überhaupt. Ich meine, du kannst einen kleinen Waffenschein kannst du beantragen, dann hast du den in 3 Tagen in der Post liegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wer nimmt denn einen Schreckschuss mit, wenn er zum Oger geht? Natürlich nimmt er keinen Schreckschuss mit, weil jeder weiß, dass der einen nie erwischt, weil in die Todeszone kommst du nämlich nie, weil er halt sich einfach in Zeitlupe bewegt. Bis er noch wieder versucht hat, auf die Hater zuzusprinten. Das war auch lächerlich hoch 10. Das vergisst du jetzt nicht mehr, ne? Mit der Todeszone. Nee, die Todeszone, das ist Bleibt. Betsy, der war schön. War der schön? Ja, der war schön. Mit der Todeszone, wie 1,5 Meter Todeszone, wie war das? Handgranate. Ja, das ist aber eigentlich schon alt. wie ein Berserker. Ja, aber du bist altes Matt, deswegen geben wir es uns ja. Berserk. Okay, let's Die go. sehen verdammt echt aus. Die waren ein bisschen kleiner, aber ich habe das ja nicht gewusst, ich bin auf die losgegangen. Ich hab tatsächlich schon eine Schlagzeile von mir gesehen. YouTuber nur einen Meter von seinem Haus entfernt von Hater erschossen. Ohne Worte. Ja. Ohne Worte. Das kann gar nicht sein, weil so viel Glück haben wir nicht. Nee. Da muss ein Arzt drüber gucken, weißt du? Schon damals. Da muss so dringend ein Arzt drüber gucken. Wie sagt das der Held der Steine, solchen Leuten ist nicht mehr zu helfen, die müssen zurückgelassen werden. Aber damals schon suizidale Tendenzen. Natürlich. Ja. Der hat da doch rumgeschrien. Ja, mich selber umbringen, Hater umbringen, Polizisten, Nachbarn, jeden. Warte, bis die Bullen kommen, ne? Mir aber in dem Moment scheißegal, weil die waren nicht schnell genug. Die waren wirklich in der Todeszone. Hätten die wirklich geschossen, ich denke, ich hätte einen von denen noch mitgenommen. Ja, genau. Alter, ganz ehrlich, ich habe mit 3 Promille im Kopf nicht so eine Scheiße verzapft wie der Dude. Das ist unfassbar, was der für einen Horseshit. Rainer fängt sich eine Kugel und rennt weiterhin auf dich zu. Ja. Die Vorstellung ist Gold. Ja. Die Vorstellung ist einfach Gold. Aber Metal-Kasper, mit 3 Promille bewege ich mich nicht mehr. Das kommt aufs Training drauf, oder? Das ist ist Training. Da, wenn du mal im bayerischen Bootcamp warst, so, da vertragst du ein bisschen was. Was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, außer Blut jetzt, ist 1,50 Meter Todeszone. Das ist ja quasi bei den Ausmaßen, die der damals schon hatte, ist das ja schon Kuscheln. Ja. Auf jeden Fall erschnuppern. Gefährlich werden konnte der nur kleinen Kindern. Denkt an den er vor den Zaun gesmasht hat. Ja. Oder der, auf dem er gelegen hat. Ja. Ach. Und wenn ich durch Hass sterbe, wird es hoffentlich anderen ein leeres sein.
Das ist jetzt nur eine kleine Entscheidung. Aber zum Beispiel mein Bart. Ich kann Bart nicht ausstehen, ich hasse es. Aber ich habe mich entschieden, mir einen Bart wachsen zu lassen im Moment, zumindest ein bisschen, um einfach mal zu sehen, wie ich bin, wie ich aussehe. Wenn ich mir den Bart abrasiere, wenn ich mir den Bart und auch den Schnauzer abrasiere und abschneide, dann sehe ich in mir eigentlich den Menschen, der ich vor 20 Jahren war. Bevor ich einen Bartwuchs hatte oder auch generell. Seit ich einen Bartwuchs habe ich einen Schnauzer. Es ist so. Ich habe immer schon einen Schnauzer gehabt. Rainer ist mit 9 Jahren schon ein Schnauzer gewachsen. Ich habe noch nie so einen Unsinn gehört. Das ist heftiger. Es tut weh beim Zuhören. Das ist utopisch. Also das ist jetzt wirklich utopisch. Aber im Subtext sagt er eigentlich, ich mag keinen Schnauzer, aber ich bin ein faules Stück Scheiße, das keinen Bock hat, sich jeden Tag zu rasieren. Richtig, das ist alles. Das ist der eigentliche Subtext. Ja. Und ich muss immer wieder sagen, Rainer sollte so viel Bart wie möglich tragen, weil je mehr sein geistiges Fettgefräß überdeckt wird, desto besser für alle Leute, die dann weniger optische Beleidigungen erdulden müssen. Ja, richtig. Also dieses Babyface da gönne ich keinem Manns Augen, oder? Ne? Weil das hältst du nicht aus. Ich habe schon immer gesagt, dass ich nicht so bin, wie mich alle wahrnehmen. Ich gebe mir in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr mehr Mühe, mich mehr zu zeigen, wie ich normal bin. Nicht wie ich im Internet. Und das macht es nicht besser, oder? Er ist normal einfach schlimmer, als er im Internet ist. Wir wissen das alles aus den ganzen Discord und Teamspeak-Leaks. Er ist halt so, wie er nicht im Internet ist er noch widerlicher und abstoßender als das, was er in die Öffentlichkeit rausbimmelt. Ja. Richtig. Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Machen wir weiter. Immer war. Ich habe den Krähenkopf jetzt dahinter gestellt allerdings. Der steht jetzt da hinter meinen Dolch, ne? Ja. Ich habe das ja nur hingestellt, damit man mit neuen Dolchen flexen kann. So. Schaut euch das mal an, wie das da aussieht. Da hinten im Eck, seht ihr das? Da. Oh, warte mal. Oh, eingefangen, Moment. Stopp. Ha. Die ganzen EMP-Aufkleber sind geil. Auf den Möbeln. Ja. Ja gut, ich habe auch eine Milliarde EMP-Aufkleber. Ich habe die irgendwann angefangen, bei mir auf die Mikrowelle zu pappen. Das ist so ein EMP-Opfer. EMP-Opfer. Man kriegt halt beim EMP... Das klingt so, als würdest du da regelmäßig bestellen. Ich bestelle da nicht selten, muss man ganz ehrlich sagen. Also... Okay. So einen ganz schwarzen Kopf hinter den Dolchen. Oh nee. Oh nein, bitte Rainer, hör nicht. Oh, jetzt hört er mein Lieblingstool-Lied. Ach du Scheiße. Kann mit Tool nichts an. Er hat jetzt nicht Schism angemacht. Er hat Schism angemacht. Doch, er hat Schism angemacht und ich hasse ihn dafür. Jetzt muss ich Schism mit seiner hässlichen Fettfresse Verbindung bringen. Klassischer Fall von Verwinkelung. Ja. Hier wurde alles verwinkelt. Ja. Wurde verwinkelt. Kleine Warnung hier am Rande. Mir hat gerade jemand Folgendes geschrieben. Wenn du wieder durch den Wald laufen solltest, kriegen wir dich und brechen dir deine Fettstampfer. Kleiner Tipp am Rande. Ich weiß, alle lachen darüber immer, wenn ich das sage, dass ich mal Kampfsport gemacht habe. Ja. Mir die Beine zu brechen, dürfte ziemlich hart werden. Tritt da einmal vor, dann ist das Ding kaputt. Ja. Ja, brechen vielleicht nicht, aber in der Gegend laufen halt 3 Hektoliter Wasser raus. Das ist das Problem. Ich tritt da einmal vor, der Ball fällt weg. I know the pieces fit. Sorry, ich hab das jetzt. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder of all time. Okay. Naja, das ist jetzt natürlich schlecht. Ja. Da hasst man ihn gleich noch ein Eckchen mehr. Mhm. Die Verwinklerung ist halt schlimm, ne? Sobald er etwas mag, das man selber mag. Es stinkt danach, weißt du? Ich habe mir aber, muss ich euch ehrlich sagen, ich habe mir Battle Metal nicht versauen lassen. Habe ich mir nicht versauen lassen. Wir waren 2011 auf dem Rockhards im Theresa's Make-up in der ersten Reihe gestanden. Okay. Zum Thema Battle Metal. Weil ich, wie gesagt, früher sehr viel mit den Beinen gekämpft habe.
kämpfst heute immer noch mit den Beinen. Ja, bei jedem Schritt. Hat irgendwer von euch Kampfsporterfahrung? Ja, ich habe mal Judo und Jiu-Jitsu gemacht. Ja, Hat, ja. hat einer von euch, wie heißt es hier? Toll, jetzt will ich irgendwas Prollniges sagen, aber Wortfindungsstörung. Mein Gott, wie heißt es denn? Kickboxen? Na, wenn die 3 Minuten da im Ring stehst, das hat doch einen bestimmten Begriff. Meine Güte. Ultimate Fighting? Nein. Blödsinn. MMA? Nein. Nicht so kompliziert. Das ist Martial Sparring, verdammt Achso, Scheiße. Sparring, ja. Dein Gehirn funktioniert nicht so. Ich sag euch, 3 Minuten sind die absolute Hölle. 3 Minuten. Ja. Zeit ist relativ. Wenn du danach weißt du, dass Zeit relativ. Die Sache ist halt, es kommt halt auf den Sport drauf an. Rainer könnte keine Minute im Ring stehen. Jiu-Jitsu hätte ich ungern Sparring mit ihm gemacht, weil Jiu-Jitsu ist halt Er ist ja nur wirklich- verknoten. Ja, das ist so ein Verknoten ja. und Schulter, also Gelenke ausrenken ist und viel brechen. am Boden und so, aber da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, aber ich kenn halt Leute, die haben halt irgendwie so irgend so eine Kung-Fu-Scheiße gemacht. Ja, Wo es halt es viel, reicht. wo es halt reicht viel doch schon um für lange Tritte geht oder sowas. Die hätten ihm halt dreimal ins Gesicht getreten, bevor die überhaupt in der Todeszone gewesen wären. Weißt du? Alles Sachen, Alles die halt auch ganz viel Kondition und Koordination Vor allem ist, brauchen. ich habe ja mal ziemlich viel Kung-Fu gemacht und ich muss euch sagen, sowas, was er immer erzählt mit Roundhouse-Kick oder ziemlich weit hochschlagen, ne, mit dem Fuß oder mit dem Bein zum Beispiel, das sind alles Sachen, die werden im Kampfsport tatsächlich ungerne gemacht. Weil du so easy blocken kannst. Das und es kostet auch sehr viel mehr Kondition. Wenn es schön aussieht, ist es kein Kampfsport. Ja. Aber ich glaube, Rainer ist auch der Meinung, dass er diesen Ding beherrscht. Wie heißt der, dieser Kampfsport-Tanz? Capoeira. Capoeira. Stell dir mal Rainer bei Capoeira vor, die. Oh, geil. Saugeil, wie der da anfängt zu tanzen. Oh Gott, die Rainer und Capoeira, das will ich sehen. Komm, Rainer, und jetzt Salto nach vorne, Reiter. Komm rein. Oh Gott. Ah, schön. Ja. Wenn du mir wirklich die Beine brechen willst, pass auf, dass du dir bei dem Versuch nicht selber die Beine brichst. Und abgesehen davon brichst du dir wahrscheinlich eher den Hals als mir die Beine. Nur mal so am Rande. Ja, ganz ehrlich, wer versucht denn mit dem eigenen Hals jemandem anders die Beine zu brechen? Ich weiß es nicht. Also, Er hat ja keinen. Ja, er von Hälsen hatte keine Ahnung, weil er noch nie einen gehabt, aber stell dir mal vor, so, ich breche dir jetzt die Beine, ich schlag so oft mit meinem Genick gegen dein Schienbein, bis dein Schienbein bricht, so, ja, genau. Was? Der Rainer würde auch versuchen, mit seiner Faust meine Nase zu brechen. Ja. Oder andersrum. Oder deine Hand unter den Zaun zu schlagen. Hat er auch schon gemacht. Ne? Erinnert ihr euch, wo er dem einen versucht, die Hand von seinem Zaun zu schlagen? Ja, wo er mit diesen Gummiärmchen dann auf die Faust schlägt und der andere, den interessiert es gar nicht. Großes Kino. Großes Kino. We Will Rock You Video. Was? We Will Rock You Was? Video? Ja. Was? Da gab es dieses We Will Rock You Video. Nee, ich hab die schon verstanden. Ich habe nur noch mal. Achso. Ja, ich hab's nicht verstanden. Er wollte nur noch mal was sagen. Ja. Was? Kann meine eigene Schrift nicht lesen? Was? Liegt vielleicht daran, dass er nicht schreiben kann. Ey, so ein Satz und nicht lesen. Ganz spannend finde ich da immer, wenn er sein eigenes Servus vorliest. Einer der besten Dinger war das von Anfang vom Jahr mit diesen plus 5 Punkte, minus 5 Punkte, hier Hauspokal geht ans Haus Winkler Ding. Wo er dann seinen eigenen Scheiß nicht mehr liest. Das war ein großes Kino. Soll es also mal aufhören, hier solche fette Lippe zu riskieren, Mr. Anonym. Ich sag's mal so, die wenigen, die tatsächlich versucht haben, mir irgendwas zu brechen, die sind meistens gegen die Wand gelaufen. Und sind auch schon Hater darunter gewesen. Also, ich würde... Ja, weil Schubs mal 290 Kilo. Ja, das ist schon schwierig. Das ist wie
Du musst aber nicht großartig viel tun. Du musst einfach nur so lange ausweichen, bis der über seine eigenen Fettstampfe fällt, den Hügel runterrollt und wenn er unten ankommt, hat er sich mehr wie nur Beine gebrochen. Ja, und es ist nicht so schwierig wie Kühe schubsen, definitiv. Ja. Und dem kannst du sogar verfolgen, weil da wird mit Sicherheit das ein oder andere Fett und Wasser auslaufen beim Runterrollen. Ja, da muss da definitiv danach die Feuerwehr anrücken mit diesem Ölbindemittel, so damit die Autos nicht irgendwie aus der Kurve fliegen. Stimmt, ja. Ich kann es immer wieder nur sagen, ihr unterschätzt mich. Ja. Ja? Ja, ihr unterschätzt das immer. Ja. Ja. Ich bin bei weitem nicht mehr so stabil wie früher vielleicht. Nee, du bist Aber stabiler. stabiler als 90% von den Typen, die hier Scheiße bauen, bin ich auf jeden Fall. TSM, du bist neu, deswegen auch zu dir nochmal eine milliardenste Mal die Aussage, 20.08. ist hier ein Thema, was wir nicht ansprechen, weil wir über so eine Aktion einfach nicht reden. Außerdem Wir reden da nicht drüber. Das hat jetzt er beschlossen. Hier, Lord Korea hat gesprochen. War da irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja dafür, 20.08. sollte nationaler Volksfeiertag werden. Ja, bin ich auch dafür. Am 20.08. Haben alle frei und wer will, kann zum Altschauerberg fahren und da, wo die Schanze früher stand, da gibt es dann gratis Würstel. Und Trinkerei, Bier und so weiter. Ja, Freibier und so. Ein gratis Würstel zu Kohle verbrannt auf dem heimischen Ofen. Ja, genau. Der falsch zusammengebaut Du meinst, ist. du meinst der Ofen, auf dem man nach Italien fährt? Richtig. Ein gewisses Fest fand ja nun statt. Stimmt, Naja. das Stadt, ja. Aber deswegen war. dass diese Aktion nur auf, die sowieso nicht passieren wird. Jo, was geht ab? Im Moment nicht viel. Na Leute, was sagt ihr? Richtig rauchen oder Paffne? Paffne. Paffne. Die Affen, die Paffen. Ja. Hab mir jetzt vorhin nur einen Staubsauger bestellt, weil mein Staubsauger im Arsch war. Ja, weil der Alte hat ihm das letzte Mal für den Stream. Das meint er wörtlich. Der Alte, meint er wörtlich. Der Alte hatte nicht genügend Power, um durch die Fettschwarten durch immer noch den Pansy zu saugen. Ja. Deswegen musste, der hat schon Dyson hergemusst, so damit das noch schlackert unten, wa? Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht immer stören, wenn ich mein Zimmer sauge. Genau, ganz genau. Kann man nicht mal in Ruhe Schniedel saugen, ne? Lieutenant Doofy. Den Stream. Der 20.08. wird hier nicht angesprochen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Nee. Ich möchte über diese Lügen da nichts erfahren. Und damit hat sich die Sache erledigt. Der Nächste, der mich damit langweilt, der fliegt raus. Die Polizei Hammer. Jetzt kommt die Polizei, macht ihren Job nicht. macht momentan einen verdammt guten Job. Ich ruf bei denen an. Darkwing, Du sagst, Alter, was war denn jetzt kaputt? damit hat der Darkwing nicht gerechnet, dass er richtig mal hier von einem vom Sonderschüler vorgeführt worden. Alter, hat er mich geowned, aber so richtig. Uiuiuiui. kurze Pause, Darkwing jetzt. Ja, mir ist ein bisschen schlecht. Darkwing braucht eine kurze Pause, muss einen neuen Termin mit seinem Psychologen ausmachen, weil sein Weltbild komplett zerstört. Ich brauche neue Medikamente. Kommst du Halluzination. Ja, das war hart. Das war hart. Was passiert und die sind innerhalb von 5 bis 10 Minuten da. Es ist richtig, dass in der Vergangenheit einiges Probleme gegeben hat zwischen mir und der Polizei, aber die Polizei macht momentan einen verdammt guten Job. Darf man echt nicht sagen, die sind momentan echt verdammt gut. Hat einer von euch zurückgespult? Nein, der wiederholt sich nur einfach gerne. So, okay. Die sind schnell, aktiv und dauern meistens nicht länger als 5 bis 10 Minuten. Dann müssen sie sogar noch Er erzählt schneller. immer noch. Also die sind wirklich Redet er jetzt von der Polizei oder von seinem Sexleben? Ich weiß es nicht. Dein Sexleben ist nicht existent, 10 also wollen wir nur Minuten. von der Polizei Nee. reden. Aber er braucht sogar bei der luftigen Dusi nicht mehr wie 5 Minuten. 10 Minuten schafft er nicht. Nee. Auch keine 5. Nee. So, wenn er tatsächlich mal eine Mulle hat, die ihm seinen Speer anfasst, so, okay, er ist jetzt steif, du hast 30 Sekunden, ansonsten Ja. bist du schuld, so ungefähr. Klingt nach Rainer. Ja, Rainer ist in dieser Beziehung halt eine Granate, ne? Ja. Sobald du an der Zündschnur ziehst,
Hast du noch 30 Sekunden und dann geht's hier hoch. Wunderschön. Mittlerweile sind die echt fit. Also, Boah! Der regt mich schon wieder auf. Oder wieder mit seinem Scheißschwert, ja. Oh, meine Güte, Guck meine mal, Güte. da hat einer was drauf geschrieben. Ja, aber ganz ehrlich, diese Dinger sind echt nicht günstig. Die Dullis, die das kaufen, die lassen ein paar 100 € dafür liegen. Ja, richtig. Also das ist ein Mann, der zu dem Was? Zeitpunkt noch im 5-stelligen Betrag Schulden hatte. Ja? Das Ding da kostet keine 100 €. Ah, was? Der hat sich sicher nicht das 100-€ Ding gekauft. Fangeschenk. Ja, gut. Ja, lass ich gehen. Ja, das kann sein. Geschenk. Ja. Das kann sein. Was sonst? Bill hat keine Chance. Dass ausgerechnet er damit flext. Ach, er könnte mir doch noch nicht einmal erklären, was das genau ist oder sein soll. Ja. Käsemesser sieht man doch. Zahnstocher. Hanzo hat nur die. Na klar. Hat sich eine Honigbiene zu mir verirrt. Na komm, Kleine, ich will dir doch mal helfen. Oder dass er aufhören, Muss ich Tool gleich zu mal spielen, ich rauslassen. krieg Aggressionen, ne? Bienen mache ich nicht kaputt. Ich liebe Oder Bienen. ich das nicht mag. Armes Bienchen hat sich hier voll verflogen. Bloß nicht aufstehen von seiner Couch, gell? Alles genau. muss im Sitzen gemacht werden. Natürlich. Ja, natürlich. Ne? Ja. Der ist damals einmal am Tag ist er aufgestanden, hat alles, was er für den Tag gebraucht hat, in Reichweite seiner Speckfinger gepackt, so Jabba the Hutt mäßig. Ja. Ja. Und dann Rainer der Hutt ist dort, und dann hat er irgendwie reingegriffen, hat gefressen und, ja, dass er bloß nicht mehr aufstehen muss. Richtig. Und wenn es dann geknallt hat, hat er sich in die Hosen geschissen. Richtig. Huch, Bienchen. Na? Jawohl, da hoch. Gleich, noch ein Stück. Du schaffst es. Ja, Das sieht gerade selber aus wie ein Bienchen. So, das war das Bienchen. Oh, meine Haare, ne? Bienchenbärchen. Wobei ich sagen muss, ich finde es so eigentlich ganz geil. Wie auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Rainer. Zuschauen. Haut rein. Erst Leider. dann, euer Drache. Bleibt stark. Bleibt Stay stark. true. Ja. Ciao, Leute. Müssen wir uns jetzt überlegen, ob Ja, wenn Alter, das Ganze Gott sei Dank mit ist das Fleisch vorbei. machen. Leute, macht Ey. Pause. Gott sei Dank Boah, ist der die- Scheißdreck vorbei. Leck mich am Arsch, Alter. Das War hat das schlimm. mich- Ich habe am Anfang gedacht, so, ja, da ist ein bisschen was drin und dann Und dann das. das. Ja, Dann ich bin das auch da. überrascht. Ich habe es ja völlig blind mir angesehen. Die ersten paar Sekunden kannte ich nur. Und ich muss wirklich sagen, also Rendern hochladen hat mit Matt von 5 bis 10. Also ich finde, der hätte... 5 da von 10 gut haben sie untertrieben. Das hat gut 8 von 10 geben können, finde ich auch. Ja, ja, richtig. Was sagst Ja. du, Fetzi? 8 von 10 Schlusswort? auf jeden Fall. Ich schwelge quasi in Erinnerungen und denke mir, ach, waren das noch Zeiten. Da stand noch die gute Schanze auf mein Steinchen, guck. Oh. Du hast ja nicht so Steinchen, ich hab gar keins. Ja, siehst du mal, ich habe Original Schanzenstein Wir schön in vermissen sie alle. in der vermissen Vitrine sie alle. ausgestellt. Er hat einen Schanzenstein. Ja, Himmel. Hm. Ja, gut, hast du noch was zu sagen, Darkwing? Nö, ich wäre durch. Du wärst durch, alles klar. Metal Kasper? Das Einzige, was ich immer zusammen habe am Ende von dem Video, ist tut nicht, was Rainer tut und Metal Off. Alles klar. Dann folge ich dem Beispiel, dann sage ich für uns alle, ne, nach dem wunderschönen Video, danke, dass ihr da wart. Und wir sagen, Metal Metal Off. Off. Mello?